Du Jan, was machst du hier? Schau mal, der Jan geht einfach aus der Mami seinen Kübel fressen. Ja, was ist denn hier los, Fina? Everywhere my friends are all around me. Willkommen miteinander. Bei mir ist jetzt schon Dienstagmorgen, aber für mich fängt die Woche jetzt an. Warum? Weil gestern hatte ich am Nachmittag noch Verpflichtungen. Genau, die habe ich wahrgenommen und darum bin ich gestern irgendwie schon kurz nach dem Morgen gegangen, nach dem Frühstück. Und ja, bin dann auch erst am Abend wieder heimgekommen. Ja, spannend. Ich gebe euch ein kleines Update, was da läuft. And it's my guess that they are with you too. Also, das erste Lämmli, der Leo, ist ja getauft worden von der Eleanor. Genau. Das ist jetzt definitiv der Peaches, ihr Baby. Ja, natürlich bin ich bei allen anderen auch gewesen. Also die Häsli haben schon etwas gekriegt. Die Hunde sind natürlich einen Weg immer draußen. Die Katzen sind auch ums Haus. Die Buben sind auch gerade springen gekommen, was wir gesehen haben. Die sind von irgendwo von der richtigen Schildkröte hergekommen. Die Esel sind da. Die Preis hat natürlich schon Scheiß gemacht und das Wasser, das ich geholt habe, für die anderen natürlich müssen ausleeren. Ganz klar, weil ihr Wasser ist ja schon angefüllt war. Ja, ihr seht, der ganz normale Wahnsinn da in der Rieste. Und ja, ich glaube, so wie es aussieht oder so wie es sich anfühlt, wird es wahrscheinlich ziemlich eine tierische Woche geben. Ich glaube, die sind ziemlich im Vordergrund. Auch mit ja, Bonnie ist gut. Bonnie ist gut. Ja, Bonnie ist gut. Ich musste niesen, gell? Ja, ich weiss, es ist alles gut. Es geht mir gut. Ja, es geht mir gut. Ja. Bonnie dreht immer durch, wenn man muss niesen, gell, Bonnie? Mhm. Ja, ich weiss, du bist eine Feine. Ja, siehst du? Tierisch. Bonnie, weißt du? Gute Woche. Nein, nicht mich abschlecken. Das will ich nicht. Genau, die kleinen Welpen, die sind auch recht aktiv. Wenn ich so eine Abtrennung, wo sie eigentlich drin sind, das geht auch so gut, solange sie am Fieseln sind und so weiter. Und dann kommst du dann zu und werden aktiv. Sie laufen jetzt extrem um, sie springen schon. Sie probieren ihre Stimme weiter aus mit Bellen und Knurren und ja, sie greifen den Pharao an, die arme Katze. Die anderen kommen gerne nicht mehr so weit rein, die haben momentan ein bisschen die Schnauze voll. Genau. Ja, und sie dann einfach selber ihre Trennwände, in dem Sinn, sie steigen so lange auf, bis sie entweder drüber sind oder bis umgekehrt oder sonst irgendetwas, einfach bis der Weg frei ist nach draussen. Sie haben also einen ziemlichen Freiheitsdrang. Und ja, jetzt sind sie natürlich überall umeinander. Also du musst echt aufpassen, dass du nicht auf sie draufstehst aus Versehen oder so. Ja, eigentlich habe ich gedacht, diese Woche, dass ich da anfange, die Terrasse ums Haus herum, wo ich eigentlich denke, die sollten wir als allererste richtig auch pflanzen. Also sie hat natürlich schon Blümchen, Zeug und Sachen, aber es ist immer noch recht schräg, es ist einfach so nichts richtig. Ja, ich muss auch sagen, wir brauchen unbedingt die Zone ums Haus herum, weil dann haben wir auch tierfreie Zone in dem Sinn. Das macht auch noch ein bisschen etwas aus. Aber ja, das wäre eigentlich so das gewesen, was ich mir vorgenommen habe. Jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt. Je nachdem, mit den ganzen Tieren. Stehen die natürlich dann im Fokus. Und ja, mal schauen, was ich so mache diese Woche. If you wanna keep them being friendly, treat your friends as you'd like them to treat you. Well, who are all these friends I hear you asking? Right now it feels like I am all alone. But friends are always right there when you need them. Ja, also Stella vor allem hat unbedingt raus wollen, Peaches auch. Und dann habe ich beschlossen, ich mache den Stall auf, dann einfach offen. Jetzt gehen auch die anderen rein und raus. Und ja, einfach die den Stall brauchen, soll es als Nächste benutzen.
Und die anderen sind jetzt da wieder in der Herde drin, zusammen mit dem Leo. Und das passt tipptopp. Vorher sind alle schnell fressen, eine Runde. Und jetzt haben sie sich hier im Zelt im Schatten ein bisschen zurückgezogen, zum Päuseli machen. Making up this place that we call home. Ja, wer höre ich denn hier? Hallo, Buben? Das ist der Pharao und der darf auch da sein, gell? Well, let me introduce you to some of my good friends, and you may recognize them as someone whom you depend. Oh, there's the trees, and the bees, the rivers, you and them and me. You'll find friends in unexpected places, plants, animals, and other people too. In real life more than in cyberspaces, and friends don't always look or think like you. To be a good friend, here are some things that you need: honesty and loyalty and all the cups of tea. So, für mich ist heute Mittwoch. Gell, Pharao? Und ja, der Mimi geht es nicht so gut. Sie hat geschäumt und ja, wir haben ihr mal nachgetrunken. Mit Öl noch ein bisschen probiert, ja, dass sie anfängt zu rülpsen auf jeden Fall. Das sind so die Sofortmaßnahmen-Tricks, die wir letztes Mal auch vom Tierarzt, wenn er uns gesagt hat, das haben wir jetzt gemacht. Es geht aber ja, ein bisschen besser, also sie hat nicht wirklich Schmerzen gehabt zwischendrin mal. Jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger. Aber wir haben jetzt gleich mit dem Toni geschaut, dass er noch vorbeikommt. Ja, und jetzt wartet auf den Toni. Ja, der Colin ist gegangen vorher. Er und Eleanor sind ja noch mal da gewesen. Sie sind am Dienstag gestern noch mal retour gekommen. Und ja, ich habe gestern ein bisschen gemütliches Tag genommen. Ich bin ein bisschen zwischen der Schafweide, Welpen, Geissen, Esel, einfach mit allen Tieren. Habe ich den Tag ein bisschen verbracht, weil ja, vor allem bei den zwei Kleinen ist auch die erste Geburt. Es ist sicher gut, wenn man rum ist und allenfalls noch ein bisschen helfen kann oder sollte, wenn es nötig ist. Und darum ja, ist das etwas, was ich sicher ganz regelmäßig mache, immer wieder zu den Schäfchen gehen. Ja, und ist einer Weg gut, eben, weil wenn sowieso etwas passiert, wie jetzt mit der Mimi, dann ist es natürlich immer gut, wenn man das so schnell wie möglich mitkriegt. Toni war da, hat der Mimi 2 Spritzen gegeben und ja, jetzt hatten wir noch 2 Spritzen da gelassen, eine für morgen und eine für übermorgen, nochmal jeweils zum Geben und so ein Pulver, so Panzerzeug, und ich ihr noch einflößen sollte. Das habe ich jetzt gerade mal angemixt. Das kann ich im gesamten 4 Mal machen. Das kann ich ihr jetzt noch geben. Aber ja, nach der zweiten Spritze hat sie ziemlich brennt, die Arme. Hat sich dann auch so ein bisschen am Boden und so. Und ja, es hat ihr, glaube ich, gerade ein bisschen weh am Rücken. Aber ja, sonst geht es schon wieder besser. Sie hat jetzt auch schon, als ich vorher geschaut habe, schnell ein bisschen gefressen. Also von dem her habe ich das Gefühl, das ist ein gutes Zeichen. Und er meint auch, auf das Lämmchen sollte das eigentlich überhaupt keinen Einfluss haben. Also, genau. Von dem her, momentan sieht es gut aus. Ich bin froh. Und was wir auch noch gemacht haben, ist bei den Buben jeweils Blut genommen am Hals. Einfach Blutproben, um wieder mal Stichproben machen. Und genau, ich zeige es euch, die 3 Süßen. Die haben so gut mitgemacht, die Herzigen. Schauen, der Mimi geht schon ein bisschen besser. Sie sieht zwar furchtbar aus,
Gell, Mimi? Weil den Drink leeren hat ein bisschen Spuren hinterlassen. Aber ich habe noch eine gute Bauchmassage gemacht. Dann hat sie ein paar Mal gerülpst und ein bisschen gurgelt und gemacht. Und jetzt hat sie auch gerade geschissen. Gell? Es geht ihr also definitiv gerade schon besser. I love carrots in the morning. I love carrots in the eve. I love carrots in a salad or a sandwich. I love carrots from their roots to their leaves. Well, I love carrots that are homegrown, 'cause they are oh so crunchy sweet. Well, I love carrots, but do you? Yeah, I love carrots. Die zwei Wuschel jetzt raus. Jetzt, wenn es ein bisschen schön warm ist und so. Die lustig. Habe ich gedacht, nehme ich sie ein bisschen raus. Macht es ein bisschen einfacher. Gell? Ah, draußen gibt es auch ein paar Sachen zum Entdecken. Doch herzig. Hm? They're just so good to eat. Ja, genau. Zum Beispiel zum Essen. Ja? Genau, das ist super. Oder? Ja. Well, there's red carrots, yellow carrots, purple carrots, orange. I find wild carrots when I'm going for a forage. So, bei mir ist es Donnerstag am Morgen. Ich habe diese Runde gemacht. Die Esel haben schon etwas, ein Snack gekriegt. Bei den Schafen bin ich natürlich schon gewesen, um zu schauen, ob jemand gelämmelt hat oder nicht, oder wie es aussieht. Und natürlich auch, wie es der Mimi geht. Und es geht ihr schon viel besser. Ich habe ihr jetzt hier nochmal so angemischt Pulver, das der Toni mir gegeben hat. Und dann hat er mir ja auch noch so 2 Spritzen gegeben. Eine haben wir jetzt schon gegeben. Die andere muss ich dann morgen. Genau. Und dann habe ich nochmal etwas dabei. Immer gut. Hilft für alles. Weil gestern habe ich bei der Bruce hat sie mir eben gezeigt, dass sie hinter dem Ohr ein bisschen offen hat. Jetzt habe ich ihr gestern ein bisschen drauf tun, heute nochmal drauf tun. Ja. Läuft. Yep, that's a carrot. Ja, der Mimi, der geht schon viel besser. Die habe ich dann gestern schon wieder rausgelassen, aus dem Stall, weil ja, Peaches hat unbedingt in den Stall rein wollen, natürlich mit dem Leo schlafen. Ich glaube, sie fühlt sich dort sicherer mit dem Kleinen. Und ja, sie war nachher wieder so fit gewesen, dass sie dann angefangen hat, Türen rammen und ganz klare Zeichen geben. Hey, ich will jetzt wieder raus. Ja, und darum habe ich dann beschlossen, am Abend ich mache die Tür wieder auf. Madeleine, bist du die Nächste? Sometimes this crazy world gets carried away, but deep down I feel it's gonna all be okay. Can't say where we're going or what's up ahead, but we can wonder about the future or just make it up instead. Hallo, gut, Here's something made up, it's powerful stuff, and it needs a fun word, so let's call it fluff. It's not mine to keep, but it needs to get out, and if you got it, go get it and share it around. Give fluff, 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 to everyone have fluff, 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 fluff. Ich laufe jetzt noch schnell bei allen Tieren vorbei. Bereit zum Runtergehen ins Tal. Ich habe noch Verpflichtungen. Aber jetzt zeige ich euch schnell. Ja, da sind alle friedlich am Hang. Gut sieht man es, da hinten die Buben. Da unten alle Schäfchen. Genau, nichts los. Alle sind in der Mittagspause. Von dem her kann ich mit gutem Gewissen gehen. Ja, die Esel sind nicht da, die sind nicht im Stall. So, eben, jetzt gebe ich noch schnell der Hase etwas. So, voilà. Schaut hier. Hoppala. Was ist denn Schäfchen? Ja? Hallo? Ja, komm. Komm. Geh jetzt ins Tal.
Hier bleiben, Stellung halten, gell? Ja. Ja, und weil heute Frühlingsanfang ist, zeige ich euch mal noch ein paar Impressionen vom Frühling in Riesta. And make everything out of fluff, 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 fluff. 'Cause there's always enough fluff, 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 fluff. That's the stuff. Sometimes I see that fluff on faces in the crowd. Young or old, it doesn't matter, it's just there hanging out. I see it in mom, I see it in dad. Wir mal schauen, wie es mir geht, wenn ich irgendwo aufstehen will. Hören jetzt auf. And I see it in my friends and I am so glad we have love, 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 love for everyone give. Ich bin jetzt gerade bei den Schafen und ich habe das Gefühl, Stella ist jetzt wahrscheinlich definitiv die Nächste. Dort oben ist dein Kleine, geh schauen. Schau, dort oben ist es, im Zelt. Ja, geh schauen, im Zelt ist es. Schau, dort ist der Leo. Ich habe mit rausgenommen, haben also abgetrennt, dass wir eine gute Fläche haben. Gellend. Und jetzt können wir da ein bisschen draussen die Welt entdecken. In the future, when there's no more fossil energy, how we gonna feed the masses? Have enough for you and me? Life today seems pretty good, like we came out on top. But I wonder how we're gonna get down. Just gotta be careful we don't drop. Take it slow, make it small and slow, to avoid the confusion. Use small and slow solution, yeah. In your front yard, you can grow most of your food. In a space the size of your driveway, doesn't have to be huge. Plant a seed, watch it grow, it'll feed you, just let it go. Don't want the pain, too much to maintain, so stay inside the right size. Take it slow, make it small and slow. Needs the green revolution when you got small and slow solution, yeah. When we quit our oil addiction, how we gonna get around? Well, I think there's a small and slow solution, people, in this technology I found. It's called your feet, and they're pretty good for getting from A to B. It takes a bit longer, but your legs come out stronger, and there's lots of nice things to see when you take it slow. Make it small and slow. Don't create no pollution with a small and slow solution. Yeah. Bigger isn't always better. Faster don't make you stronger. If we keep going the way we're going, oh, we won't be around for much longer. No, no. So instead of running towards a brick wall, why not walk instead and save your head? Bigger it is, the harder it falls. So keep
just a popular delusion. So use small and slow solution. Yeah. Also mit Schrecken habe ich heute festgestellt, es ist tatsächlich schon Freitag, gell? Es geht wirklich mega schnell hin. Und ja, es war für mich wirklich voll tierische Woche gewesen, bis jetzt, weil hin und her zwischen Welpen, Hunden, Katzen, Esel, Geissen, Schaf. Ey, da bleibt echt nicht mehr so viel Zeit, weil wenn jedem nur 5 Minuten am Tag widmen, dann hast du schon einiges zusammen am Pensum. Und 5 Minuten ist ja durchaus nicht viel, also von dem her ja. Genau, aber ich muss sagen, ich genieße es auch mega, weil das ist das, was mir wirklich auch Energie gibt mit den Tieren und den Austausch. Und sie kommen ja auch immer und sind gerne um einen herum. Und das ist auch mega herzig. Und ja, es ist einfach schön, wenn man so Zeit mit ihnen verbringen kann. Und natürlich ist es auch gut, wenn man sich gewisse Sachen mit ihnen vornimmt. Zum Beispiel mit den Welpen. Also eben, dann hat sie angefangen, ihre Welpenbox zu verlassen, wenn sie bisseln zum Beispiel. Und ja, dann weisst du es. Und dann musst du halt so schnell sein und jetzt schon daran gewöhnen, dass sie halt dann einfach nimmst und gerade dorthin tust, was okay ist, wenn sie dort bisseln. Wenn du weißt, was ich meine. Und das alles mit so vielen. Ja, da ist der Tag doch wirklich schon recht gefüllt mit so Aufgaben. Aber mir war es wichtig und darum, diese Woche haben wir wirklich echt viel Zeit genommen für das. Goat, goat, goat. Hast du heute für mich Goat, goat, goat. 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 Ja, das Plätzchen, wo ich jetzt gerade bin, ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon mal so gezeigt habe. Ich glaube gerne noch nicht. So. Mega hübsch. Sieht man es? Da ist übrigens wahrscheinlich auch der Leon wieder rausgekommen. Ich habe das Gefühl. Genau da hinten oben, das sieht man nicht. Das zeige ich euch dann vielleicht nachher. Ja genau, was mache ich da überhaupt? Das ist ein sehr schöner Platz und wir haben da schon gutes Erlebnis gehabt und gibt mir gute Energie. Und jetzt bin ich da, ich bin mich am Vorbereiten. Ich habe nachher einen kleinen Austausch. Und ja, es geht um Tierkommunikation. Sehr spannend, wirklich. Also mit dir kann man sich wirklich super unterhalten. Und ja, da bin ich mich jetzt am Vorbereiten. Ich freue mich drauf. Everything you need is right in front of you. When you learn to see, good things come to you. All you have to do is stop and take a look around. Dass ich magische Finken habe, hör auf. Weil sobald der Junge meine Finken sieht, muss er immer kommen. Gell? Sie angreifen. Wie magisch angezogen wirst von meinen Finken, gell? Before you intervene, don't do anything. Just come to all your senses. They'll tell you everything.
first you have to learn to stop and take a look around. Take a look around. Listen to the sound. Wer ist der hier im Sünnel? Why not take a whiff? You'll see much better if you use more than just your Schön warm. eyes. Ja, also bei mir ist mittlerweile mit Schrecken schon Sonntagmorgen. Colin ist gestern wieder retour gekommen. Ich habe ja gestern noch geschafft. Das heisst, ich war dort oben, habe alle parat gemacht, dass ich arbeiten kann. Wieder weg sein, wieder kommen. Ja, genau. Und heute auch. Und darum habe ich eigentlich gestern auch gar keine Videos mehr gemacht. Und heute natürlich auch nicht mehr, weil jetzt bin ich ja schon bald auf dem Weg. Ja, also, Fazit von dieser Woche. Grosse Projekte habe ich nicht gemacht. Ich habe mich um einen Haufen Kleines gekümmert, habe sehr, sehr viel Zeit mit den Tieren verbracht. Das ist wunderschön. Und habe sonst einfach das Land genossen und geschaut, was alles sprießt und was alles kommt. Und wieder hat die Natur erwacht. Und ich muss sagen, das hat mir sehr viel Energie gegeben. Und ja, jetzt kommt wieder eine strenge Zeit im Tal unten. Und für das habe ich jetzt wieder aufgedankt. Genau, ja, ich hoffe, ihr habt es doch genossen, obwohl es nicht so viel Action war. Vielleicht ein paar schöne Bilder gegeben. Und ja, ich wünsche euch eine gute Woche. Nächste Woche tut euch der Colin wieder unterhalten. Und ja, mal schauen, was er wieder alles auf dem Plan hat. Also, nicht vergessen natürlich, das, was ich sonst immer noch sagen darf. Teilen, liken, abonnieren, weiterverzählen und einfach schön, dass du zuschaust und dass es dich gibt. Danke vielmals. Tschüss, mach's gut. When you take a look around, abundance will abound. The problem is the solution, just depends on your perception. Try to change yourself before the world. Yeah, take a look around, on the inside and the out. 'Cause when you observe yourself, you see everything else. Make good use of it now. Jim Baba